Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Note, diesmal zum Bundesligaspiel zu Hause gegen den SC Freiburg. Endlich ist die Länderspielpause vorbei und es geht wieder los mit unserem FC Bayern. Geil. Bevor wir reingehen in die PK, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein in den Bums. Ist vorbei. Die letzten 8 Spiele bis Weihnachten stehen an für den FC Bayern München. Der Auftakt morgen beim Heimspiel gegen den SC Freiburg. Darüber wollen wir sprechen, wie man mit unserem Cheftrainer, mit Vincent Kompany und unserem Sportdirektor Christoph Freund. Los geht's. Die ersten Fragen bitte, Mario Krischl vom Kicker, bitte. Ich hoffe, die muten den die Übersetzerin gleich. Sehr schön. Hallo. Mikro. Wie schaut es denn aus, nachdem Manuel Neuer, Kimmich, sehr Gnabry gestern zumindest nicht draußen waren? Ja, Manu muss wir schauen, der war ein bisschen erkalten und Gebt mal den alten Mann eine Pause, das ist gar nicht schlecht. deswegen hat er nicht trainiert, aber hoffentlich ist er heute ganz normal dabei. Und Serge wahrscheinlich eher nicht. Und Junge, was ist denn wieder los bei unserem Club, ey? Leute, Alter. Junge, das ist doch wieder ein Trauerspiel. Das kann doch nicht so schwer sein. Die kriegen das nicht mit dem Ton hin, ey. Meine Güte, jetzt haben die da einen Dauerübersetzer drin. Der dann auch noch nicht mal in Englisch übersetzt, sondern in was weiß ich was. Normalerweise 100% dabei. Also so sieht's aus. Und ja, aber wir haben natürlich auch Ito wieder dabei. Und guck mal, ich muss mich nur aufregen, schon ist geregelt. Leute, läuft. Und es gibt auch Ito ist wieder dabei, die geil. jetzt auch zurückkommen und deswegen ist es nicht alles negativ. Es gibt auch ein paar gute Geschichten da drin. Nein, Serge kam zurück aus der Nationalmannschaft und Wenn der Serge 2 Spiele ich weiß nicht, ob er 2 Spiele gemacht hat bei der Nationalmannschaft, wenn der 2 Spiele in 7 Tagen spielen soll, dann ist der broken, Alter. Der spielt nicht umsonst immer nur eine Halbzeit unter Kompanie. Bestbezahltester Teilzeitarbeitnehmer dieser Welt, Alter, Serge Gnabry. Und hat noch was gespürt. Was genau, das muss die medische Abteilung kommunizieren, aber Ja. Jetzt im Moment schauen wir einfach, dass er vielleicht nicht Freiburg, aber das Spiel danach wieder fit ist, aber muss wir schauen. Okay. Wir halten fest, Serge nicht dabei, wir halten fest, Manu sehr wahrscheinlich nicht dabei. Gut, Manuel Neuer sehe ich jetzt nicht den großen Ausfall, sage ich ganz ehrlich. Ich denke, Obich hat es bisher sehr souverän gemacht, sehr gut gemacht. Sollte dem Jungen einfach mal ein bisschen mehr gönnen. Serge nicht dabei. Ja, Serge hat gute Spiele gemacht diese Saison so, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Also da müssen wir nicht schlecht reden, gerade in der Zentrale. Ja, aber ich meine, guckt euch Lennart Kahler an, bei der U21 hat geliefert, Tom Bischof hat geliefert. Ich denke, auch die Position werden wir ersetzen können. Nächste Frage hier vorne, bitte. Nikolaus Jackson hat übrigens auch geliefert bei der Nationalmannschaft. Ja, hallo zusammen, guten Morgen. 2 Fragen an den Coach. Zum einen, welche Stärken... Ey, sie kriegen das jetzt noch nicht mal mehr hin. Ist derjenige Mitarbeiter krank, der mit Mikrofon durch die Reihen läuft? Leute, dann schmeißt das doch von vorne zu. Ja? Oder stellt mich an, ich mache den Mikrofonrumgeber. Ist gar kein Problem. Wo sehen Sie denn bei Freiburg? Und eine zweite Frage, wir haben es gerade von den Verletzten. Alphonso Davies war wieder auf dem Trainingsplatz nach 8 Monaten. Wie haben Sie ihn denn bisher wahrgenommen? Geil, Alphonso Davies war wieder auf dem Trainingsplatz. Unsere Streitpersonalie Nummer 1 beim FC Bayern. Juhu! Ja, Alfonso ist einfach ein Wahnsinnsathlet. Das heißt, auch Maschine. wenn er zurückkommt und er noch nicht 100% ist er schon der Schnellste wahrscheinlich wieder im Kader und sieht so aus, als ob er gar nicht müde werden kann. Und das ist nicht normal, wenn man zurückkommt aus so einer langen Verletzung. Aber ich muss sagen, Ito ist auch gut zurückgekommen im Training. Das freut mich. Natürlich ist es für Fonsi jetzt. Also ich freue mich insbesondere auf Ito. Ja, ich hoffe, ich drücke alle Daumen hier, wir klopfen auf Holz, dass wir den endlich mal ein paar Monate fit bei uns erleben. Also der hat mich in Stuttgart, hat der mich wirklich überzeugt. Und ich denke, der kann unsere Mannschaft
gerade was das Spielerische aus der Innenverteidigung, was ja oft gefragt ist, wenn so Kimmich zugestellt wird und so weiter, was ja sehr oft passiert, kann er uns nochmal auf ein anderes Level heben, denke ich. Ja, und gibt uns natürlich auch nochmal eine etwas defensivere Ausrichtung auf der Außenverteidigerposition, wenn diesmal verlangt werden sollte. Ansonsten gibt er uns natürlich auch dann endlich eine sehr, sehr gute Option, um vielleicht auch mal eine Dreierkette hinten zu spielen. Ja. Von daher freue ich mich sehr auf ihn. Noch ein bisschen Geduld haben, wenn er dieses Jahr noch ein oder zwei Spieler vielleicht mit dabei sein kann, dann ist es schon ein riesiger Erfolg für uns. Aber es ist erst nochmal Geduld. Ja. Wir haben schon im Stream drüber geredet, wo ist die Notwendigkeit? Sorry. Wo ist die Notwendigkeit? Wo ist gerade die Baustelle, dass man sagt, oh geil, wir brauchen jetzt unbedingt Alphonso Davies in dieser Mannschaft? Sehe ich halt so gar nicht. So. Ich sehe es nicht. Ja, ich hoffe, Alphonso Davies überzeugt mich von eines Besseren. Ja, mit dann hoffentlich überragenden Leistungen. Aber ansonsten kannst du Davies alle Zeit dieser Welt geben, dass er 110% fit ist, dass er dann auch vernünftige Leistungen bringen kann. Ansonsten wird das sehr, sehr schwer haben bei den Leistungen, die Conny Leimer zeigt, aber auch bei den Leistungen, die Stanley gerade zeigt. Bin sehr gespannt. Und ja, Sie haben auch die Frage über Freiburg, wenn das geht, werde ich kurz auf Englisch auch nochmal beantworten. Auf Englisch? So I think with Freiburg, I've said it last year, you know, it's one of, not just a team, but one of the clubs that I think is always a good. Jetzt klopft die Übersetzerin aufs Mikro und sagt, hallo, hallo, ey, ich kann's nicht mehr, Leute. Ey, wir stapeln mal tief. Wir sind eine der Top 10 Mannschaften oder Vereine in Europa, wenn nicht auf dieser Welt. Und das ist die Qualität einer Live-Pressekonferenz. Example, I think, to show in football. I'm a big fan of consistency. Hallo? Wir hören Sie. Hallo? And when you speak to anybody in football who's analyzing, you know, what they are doing. Sorry, Leute. Ich kann mich gar nicht drauf konzentrieren, was Kompanie sagt. Ich muss noch mal ein paar Minuten zurückgehen. But one of the clubs that I think is always a good example, I think, to show in football. I'm a big fan of consistency. And when you speak to anybody in football who's analyzing, you know, what they are doing every single time, you know, they have consistency throughout with the coach, who's an ex-player from the club, who's been at the club for a long time. The way they play is remarkably consistent for many, many years, and it's allowed them to find a lot of solutions to a lot of problems tactically, because just they've done it for a long time, and you know, they've never changed the way they've played, but they've always adapted different things to improve what they do. And then as well, you can see the profiles they recruit. So when I speak about consistency, it's like I can imagine that if you walk into the scouting department at Freiburg, they know exactly what is a Freiburg player and what is not a Freiburg player. And when they lose the winger that goes to Frankfurt, the next day they replace him with someone else, and it fits within the Freiburg model. So I like these stories of operational success, and that's what they are. And if you analyze their games, there's never an easy game. They can go out in they can go in Europe and play against anyone, or in the Bundesliga, and sometimes they win, sometimes they don't, but it's always a tough game. So yeah, a lot of compliments to these type of clubs, organizations, and yeah, I'm excited to play the game though. Ja, kann ich 100% zustimmen, was Freiburg da Jahr für Jahr, gerade wenn ihr so alte Säcke seid, wie ich es bin, dann wisst ihr, wo Freiburg herkommt. Ja? Und guckt euch mal an, ganz früher noch mit Volker Finke, etc. Und jetzt guckt euch mal an, wo Freiburg steht. Ja? Und das haben sie einfach geschafft, wie Winnie selber sagt, durch Kontinuität, ja, durch eine Spielidee. Klar, wo dann auch mal ein neuer Trainer kommt, der dann ein bisschen an den Stellschrauben schraubt, aber am Ende des Tages haben sie eine klare Spielidee, ein klares Spielsystem.
Und wie er sagt, wenn dann ein Spieler weggeht, dann kommt ein nächster Spieler, der dieses System versteht, der da eingebaut wird. Und es waren nie leichte Spiele gegen Freiburg. Also ich kann mich nicht daran erinnern, nicht mal an ein Spiel erinnern, wo wir gesagt haben, wow, wir haben Freiburg jetzt mal 6-0 aus dem Stadion geschossen. Also das ist schon sehr, 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 sehr lange her. Immer schwierige Spiele, ja, immer eine disziplinierte Mannschaft, die weiß, was sie tut. Und ja, gerade nach der Länderspielpause kann das sehr interessant werden. Wie ich es vorhin schon sagte, zumindest was ich gelesen habe, gesehen habe ich nichts. Ich gucke keine Nationalmannschaft außerhalb von Turnieren. Alles, was ich gelesen habe, haben unsere Spieler ja auf jeden Fall performt. Von daher sollten die ja auch gut gelaunt aufschlagen und ich bin sehr gespannt. Ja. Kann ein interessantes Spiel werden, denke ich. Aber zu Hause, Leute, müssen wir auch nicht drüber reden, musst du Freiburg schlagen, wenn du irgendwelche Ambitionen hast, deutscher Meister werden zu wollen. Also, da brauchen wir auch nicht drüber reden, oder? Heiko Niederhoff von der Bild-Zeitung, bitte. Apropos Komplimente. Uli Hoeneß hat sie gestern über den grünen Klee also sehr gelobt. Hat gesagt, es macht sehr viel Spaß zu gucken. Alle hätten Spaß, die Zuschauer hätten Spaß, er hätte Spaß. Und es wäre der Idealzustand, was eigentlich so viel heißt wie Perfektion. Wie nehmen Sie so ein Lob auf? Und ist das vielleicht sogar etwas zu früh in der Saison, um von Perfektion zu reden? Es gibt keine Perfektion. Und Sie wissen, auch wenn wir es gut machen beim FC Bayern, wollen wir immer mehr. Und das bleibt auch so. Ich glaube. Ja, und wenn du 2 Spiele verlierst, ist der Uli wieder der Erste, der. Und das habe ich auch gesagt, ich gehe mit Lob, wie ich umgehe mit Kritik. Ich versuche einfach weiter das Fokus zu behalten auf das nächste Spiel und ich meine das wirklich, also wenn Sie meine Woche anschauen, dann gibt es natürlich diese Momente, wo wir einfach ganz gutes Gefühl zusammen aufbauen, das Menschliche auf jeden Fall und das haben wir auch im Verein. Aber danach weiß ich, was mein Job ist. Und das ist stundenlang zu arbeiten, um die Vorbereitung richtig zu machen, die Jungs zu motivieren, und dann auch irgendwann die richtigen Entscheidungen treffen. Aber das, glaube ich, ist, wo ich mich am besten fühle, wenn ich das mache. Wenn ich weiß, dass ich das gemacht habe in die Woche, dann weiß ich, okay, es kann alles passieren in einem Fußballspiel, aber ich habe Vertrauen, dass wir dann auch oft Ergebnisse holen und dass wir dann auch erfolgreich sein können als Verein. Und das ist meine Fokus immer. Stefan Kumberger, Sport 1. Ja, sehr, sehr gute Einstellung. Ja, aber natürlich. Mal eben die Flasche wegstellen, die haltet hier. Kann man natürlich so ein Lob mit Sicherheit auch mal genießen. Ja, wenn es vom obersten Patron dieses Vereins kommt, so. Ist ja immer schöner, als wenn der da sitzt und rumgremelt. Ja, also. Und ich stimme Uli Hoeneß zu. Ja. Perfektion, ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was er im Wortlaut gesagt hat, ist auch wurscht. Aber wir sind gerade super stark, klammern wir mal Union aus. So, ja, aber gut, da muss ein Bini auch noch ein bisschen lernen, denke ich. Alles fein. Ja, das ist eine überragende Saison bisher. Also da gibt es ja keine Zweifel. Und ja, ich gehe mit. Es ist auch schön anzusehen. Ja, und das ist ja wieder das nach den ganzen Kovacs und Tuchels, die irgendwie, keine Ahnung, mehr Ergebnisfußball in diese Mannschaft drücken wollten, wie diese Mannschaft halt mal ausleben zu lassen, was ein Bini auf jeden Fall besser hinbekommt. Ne? Guten Morgen. Vincent, Lennart Kahl und Tom Bischof sind sehr gut durch die U21 gekommen, sind auch sehr gelobt worden. Es gibt Leute, die vergleichen Kahl mittlerweile schon mit Messi, andere bremsen. Wie sehen Sie das bei den jungen Spielern? Was müssen Sie jetzt tun, damit es so bleibt? Loben oder bremsen? Objektiv bleiben, das ist meine Rolle. Das heißt, egal wie viele Tore die schießen und was die auch machen, also ob es jetzt mal ein schlechtes Spiel ist oder ein gutes Spiel, einfach objektiv bleiben. Das sind junge Jungs und auch wenn die schon sehr, sehr viel Talent gezeigt haben und deswegen sind die auch bei Bayern München auf diese Alter, muss man schon was Besonderes haben. Trotzdem muss ich das Gefühl haben, dass sie immer das Richtige machen, auch um besser zu werden. Und das ist, finde ich, in dieser Situation noch wichtiger. Und
schön, dass die jetzt auf diese Alte schön so oft zeigen, was die eigentlich bringen, dass die Mannschaft weiterhelfen wird, in Zukunft auch sehr, sehr, sehr oft. Aber trotzdem, es gibt, egal wie groß ein Talent ist, man kann diese Erfahrung nicht kaufen. Man muss. Ja, das ist so ein bisschen das Problem bei Vini. Das sehen wir ja auch daran, dass ein Goretzka so viel Spielzeit kriegt, obwohl das teilweise unterirdisch ist. Das ist einfach so ein Erfahrungsfanatiker. Sorry. Ja. Also wenn Lennart K. liefert, dann hat er zu spielen. Und dann ist das scheißegal, ob der 17 ist, ob der die Erfahrung hat oder nicht. Ja, ich gehe mit, wenn er schlecht spielt, ja, dann spielt er nicht mehr. So, aber du kannst doch nicht sagen, ja, das ist mir egal, wie viele Tore der schießt, der ist mir nicht erfahren genug. Was ist das für ein Argument? Ja, und das ist, was er gerade so ein bisschen sagt. Und das, ja, das haben wir schon bei Mathys Tell gesehen. Ja, und dass man den dann hat gehen lassen, etc. Die brauchen die anderen ganzen Jungen nicht durchgehen. Finde ich ein bisschen schwierig, solche Aussagen. Ich verstehe es irgendwo oder ich würde es verstehen, wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, du hast schon 2 21er oder 3 21er auf super wichtigen Positionen, dass die Führungsspieler sind, die noch unerfahren sind. Ey, aber nochmal, du hast einen 40-jährigen Manuel Neuer im Tor, du hast einen 30-jährigen Joshua Kimmich, der da in der Mitte rumeiert und du hast vorne einen 31-jährigen Harry Kane. Also über was reden wir? Ja, Jonathan Tah ist, glaube ich, auch schon 28, Upa ist 26. Also wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass da irgendwie auf Schlüsselpositionen die super jungen, unerfahrenen Spieler hocken. Ja, da muss es ja wohl möglich sein, wenn Lennart Karl oder auch ein Tom Bischoff, ja, der meiner Meinung nach noch mehr darunter leidet, der in jedem Spiel performt hat, wo er spielen durfte. Ja, aber dann ignoriert wird, weil er keine Erfahrung hat, obwohl er schon letztes Jahr ein komplettes Jahr Bundesliga gespielt hat. Also den Take finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, sage ich euch, wie es ist. Da fehlt mir ein bisschen der Mut oder der Mut zum Risiko. Ja, Risiko in Anführungsstrichen. Wenn Lennart Karl ein schlechtes Spiel macht, ja, dann nimmst du ihn raus. Und dann ist doch okay. Dann ist doch die Frage, wie reagiert er darauf? Ja, so. Ja, fertig. Aber gerade jetzt, so, wir reden davon, Serge Gnabry ist nicht da. Ja, der Michael Olise hat seine stärkste Phase in der Zentrale gehabt bei Frankreich. Also stellst du Michael auf die 10 und Lennart Karl nach rechts. Punkt. So, ja. Und das muss man sehen gegen Freiburg. Ja, wird es ja wahrscheinlich nicht passieren. Wahrscheinlich wird ein Jackson spielen. I don't know. Ja, dann stellst du den Tom Bischoff in die Mitte, weil ein Pavlo, ich weiß nicht, irgendwie angeschlagen ist oder sonst was. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder fit ist, wahrscheinlich. Aber wir wissen auch alle, Pavlo ist auch gerade immer ein bisschen anfälliger. Ja, Tom Bischoff hat auch maßgeblich überzeugt bei der U21. Stell den in die Mitte dahin. Punkt. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht wird Vinny diesen Move machen, dann ist alles gut. Aber ich finde, diese Aussagen, das haben wir schon öfter rausgehört bei ihm. Ja, diese Aussagen sind super schwierig. Man hat ja auch bei einem Lionel Messi nicht gesagt, ich vergleiche jetzt nicht einen Karl mit Messi, ja, ganz ruhig bleiben, nur mal von der Herangehensweise, da sagt man ja auch nicht, oder bei Jamal oder wie auch immer in Barcelona, ja, Fatih, etc. Da sagt man ja auch nicht, ja komm, alles gut. Werd erstmal 21, 22, dass du mal 4, 5 Jahre ein bisschen Erfahrung auf Ersatzbank gesammelt hast und dann darfst du mal hier Stammspieler werden. Nee. Jamal, was, 17 bei der EM oder was? Wenn die Leistung da ist, ist die Leistung da und dann haben diese Spieler zu spielen. Da ist doch scheißegal, wie alt die sind oder welche Erfahrung sie haben. Es ist doch oft genug sogar von Vorteil, wenn man keine Erfahrung hat. Wenn man einfach noch unbekümmert ist. Ja. Finde ich sehr schade, diese Aussagen. Ja. Man muss diese Erfahrung aufbauen. Das wollen wir einfach immer. Ja, und das finde ich falsch. Ja, das finde ich super falsch. Man muss diese Erfahrung aufbauen. Ja, was willst du jetzt machen? Ist er jetzt 3 Jahre Ergänzungsspieler oder was? Obwohl er schon lange in anderen Vereinen Stammspieler wäre, nur weil er jung ist? Hä? Ey, nochmal, wenn du eine super junge Mannschaft hast, kann ich das ja noch verstehen, dass man dann sagt, jo, ich muss jetzt nicht auf jeder Position super junge Spieler haben. Aber gerade als Winger, jetzt mal ernsthaft. So, wir reden jetzt nicht darüber, er ist zentraler Mittelfeldspieler und soll das Spiel lenken, ja. So, oder er ist vorne
unser abschlussstärkster Stürmer, der immer liefern muss. So, oder er ist unser super wichtiger Innenverteidiger. Ja, das ist er nicht. Das ist ein Winger, Alter. Ein Winger kannst du ja wohl da reinstellen. Und du kannst auch einen Tom Bischof, das hat er schon mehrfach gezeigt, neben Joshua Kimmich ins Mittelfeld stellen. Unterstütze. Und das ist dann auch meine Rolle. Ich bin nicht hier, um einfach Fan zu sein, aber einfach die Jungs zu helfen und versuchen, dass die immer das Beste holen aus ihrer Kapazität. We switch to English from Daily Mail. Jack Gotham, please. Hi, Vinny. Sorry, it's a little bit of a sort of broader question, but what have you taken from your time at Anderlecht and Burnley that you've been able to sort of transfer to this club over the last 18 months? Yeah. So I feel like because we haven't spoken for a long time, I've done every answer a bit too long right now. But if you ask a broader question, I'm going to have to be long again on the answer. Sorry for. No. What have I taken from Anderlecht and Burnley? My goodness, just very different situations. Anderlecht, I worked with a very, very young team. Burnley, when I arrived, there was almost no team. Because the whole team, all the contracts were ended, and I arrived, and we had maybe 8 players in the preseason, so we had to recruit like 20 players, and so very, very different jobs, but also a lot of similarities with the job I do now. It's still players. This is why I like to keep consistency and objective basis when I work, is because it's still players who you have to try and get the best out. That's all it is, players that will go through moments where they play well, through moments where they have more difficult periods. And of course, in Bayern Munich, you have to win much more than in other teams. But the feelings and the way the players deal with situations, it can be very similar. So the biggest difference, I would say, in all the jobs I've done is not necessarily quality, it's age. Dealing with a team of 16, 17, 18-year-old players and dealing with a team of experienced players is just different dynamics, and it imposes a lot of different approaches on you as a coach, more than quality. Ja, das sagt auch viel darüber aus, wie Vincent Kompany tickt, und deswegen, ja, habe ich es gerade schon gesagt, sehen wir auch so einen Leon Goretzka und so weiter und so einen Serge Gnabry und so. Auch wenn Serge die Saison liefert, nicht falsch verstehen, alles gut. Aber deswegen sehen wir, dass an diesen Spielern festgehalten wird. Ja, auf Deutsch klar. Und am Ende des Tages gibt der Erfolg ihm ja auch recht. Ja? Also nicht falsch verstehen. Klaus Bergmann von der dpa, bitte. Ich frage auf Deutsch. Herr Kompany, Fußball ist ja ein Saisonsport, wo man immer mal so Wellentäler oder sowas auch hat. Der FC Bayern hat das noch gar nicht gehabt. Wie blicken Sie jetzt auf diesen Jahresendspurt? Sind 8 Spiele. Würde es Sie überraschen, wenn man einfach eine komplette Vorrunde ergebnismäßig und auch leistungsmäßig auf so einem hohen Niveau absolvieren kann? Und wie schafft man das? Wie haben Sie das dann geschafft? Und Herr Freund, vielleicht eine Frage. Wie haben Sie das dann geschafft? Wie soll er das denn jetzt schon beantworten, wenn er es noch gar nicht weiß, ob er es schafft? Wir wissen doch alle, dass ein Vini Ene von Spiel zu Spiel denkt, was auch völlig richtig ist und wichtig. Das wäre eine Frage, Alter. Ich meine, den Ausblick dahin, alles gut, die Frage ist okay, aber der zweite Teil der Frage ist halt Bullshit. Die Champions League-Rechte werden ja neu vergeben. Ja, Paramount Plus. Es gibt jetzt die Situation, dass dann Paramount und Amazon, also schon eine neue Situation. Wie sehen Sie das aus Vereinssicht? Naja, bei Amazon ändert sich nichts. Für die es nicht mitgekriegt haben, Amazon zeigt dann halt nicht mehr das Dienstags-Topspiel, sondern ich glaube das Mittwochs-Topspiel oder, ja doch, genau. Und Paramount das Dienstags-Topspiel und alle anderen Spiele. Bedeutet, ja, wenn ihr alle Spiele sehen wollt, müsst ihr nicht nur Sky und The Zone haben für Bundesliga, sondern dann demnächst auch Amazon und Paramount. Bild, oder? Ich meine, Paramount Plus habe ich jetzt schon. Aber kann natürlich sein, dass der ganze Bums teurer wird. Wird man mal sehen. Ich bin sehr gespannt. The Zone, weiß nicht, ob The Zone sich dann noch lohnt für 30, 40, 50 Euro, je nachdem, was man da für ein Modell hat. Wenn man dann da nur noch die Spiele sieht, wenn wir Sonntag spielen?
Ich glaube nicht. Also für 4 oder 5 Spiele werde ich nicht im Jahr irgendwie 400, 500 € zahlen. Das sage ich euch ganz klar. Da muss man diese Spiele auf eine andere Art und Weise schauen oder halt oldschool-mäßig Webradio hören und sich das Spiel im Nachgang auf Bayer TV anschauen. Und wie sehen Sie es aus Sicht der Fans, die ja dann ja durchaus relativ viele Streaming-Dienste demnächst mal brauchen? Ja, das ist halt lächerlich. Ja, aber gut, wir leben in der Kapitalgesellschaft, 100.000 Mal gesagt. Das wird gemolken, bis es irgendwann platzt. Ja, und beim Fußball geht schon über die letzten Jahre immer weiter dahin, dass der Fan gemolken wird. Ob das Stadionbesuche sind, ob das Spiele im TV sind. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob er das mitmacht oder nicht. Der eine kann das, der andere kann es erst gar nicht, weil er sich nicht leisten kann finanziell. Das ist völlig fein. Ja, aber ist nochmal ein Thema, was wir gerne Montag im Stream nochmal mitnehmen können. Ja, doch, wir hatten das schon diese Saison. Wir haben gegen Union Berlin unentschieden gespielt. Und meine Meinung ist, wir haben letztes Spiel nicht gewonnen. Das habe ich in die 2 Wochen nicht vergessen. Und also von Gefühl her ist es nicht die perfekte Saison. Da muss man mal ganz klar sagen, das geht aber auch auf seine Kappe. Ja, da bleibe ich bei der Meinung. War natürlich ein bisschen emotional von mir, was mich einfach so geärgert hat, weil es einfach so vermeidbar war gegen Union Berlin. Auch wenn Union Berlin ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber ich denke, mit frischen Kräften wäre das nicht passiert. Und dass man das dann auch so hat hingenommen und nicht dagegen gesteuert hat in der Halbzeit oder auch in der 60. Minute dann, das war für mich eine Farce. Ja, eine absolute Farce. Und ich hoffe, dass ein Benny daraus gelernt hat. Das wird die Zukunft zeigen. Er hat auf jeden Fall aus letzten Jahr gelernt, das hat man gesehen. Von daher bin ich guter Dinge, dass er auch daraus lernt und das in Zukunft ein bisschen anders handelt. Aber ich glaube, und es ist so Klischee, aber man darf auch nicht, weil sie haben jetzt auch also in die Champions League zum Beispiel hat PSG, waren die fast ausgeschieden in die Gruppephase und die haben am Ende noch die Saison, am Ende haben die noch gewonnen. Also man muss nicht versuchen, langsam anzufangen und dann am Ende stark sein, aber man muss auf jeden Fall am Ende immer stark sein, sonst bekommst du nichts. Und was du am Anfang machst, ist Bonus. Aber es bleibt nur Anfang unserer Saison, das ist im Moment Bonus. Und trotzdem haben wir das Gleiche vor wie die andere Mannschaft, das ist am Ende noch stärker zu sein. Und wenn die Leistungen jetzt schon so gut sind, dann... Naja, wir können ja am Ende noch stärker sein. Wenn ich an so einen Jamal Musiala denke, der uns auf jeden Fall nochmal einen richtig harten Impact geben kann in der Zentrale. Ja, wenn ich an so einen Ito denke, der uns nochmal einen richtig guten Impact geben kann, was Spielaufbau anbelangt und einfach nochmal eine Alternative ist. Auch ein Fonzie Davies will ich da gar nicht rausnehmen. Ja. Wenn Conny Leimer auf die rechte Seite wandert, ich denke, über Conny Leimer kommen wir nicht drum herum, dann geht es darum, ja, Fonzie Davies oder Josip Stanisic. Ja, sind natürlich völlig unterschiedliche Spieler und man wird sehen, ob ein Davies den Impact haben kann auf den Spielaufbau. I don't know. Ja, wird interessant zu sehen sein. Fonzie muss auf jeden Fall 1, 2 Steps machen bei uns, denke ich, damit er da konkurrenzfähig bleibt, weil nur allein seine Geschwindigkeit wird ihn da nicht weiterbringen in diesem System, was wir gerade spielen. Ja. Aber das sind natürlich dann nochmal auch Alternativen, wenn wir dann darüber reden, ja, wie ich es gerade schon sagte, nach so einem Champions League-Spiel oder aber auch in so einem Champions League-Spiel. Ja, wenn du jetzt davon ausgehst, Jamal Musiala ist in der Startelf, dann hast du nochmal Zerc, dann hast du Jackson, dann hast du Lennart Kahl, die draußen sind. Und dann hast du natürlich auch nochmal eine Option mehr als für eine Einwechslung, genauso wie ein Alphonso Davies, ja. Wenn du dann unbedingt mal brachiale Geschwindigkeit über den Flügel brauchst, wo ein Conny Leimer mit Sicherheit seine Defizite hat, genauso wie ein Stanisic, ja. Fonzie Davies ist einfach der schnellste Spieler in unserem Kader und wenn der Gegner einen super schnellen Winger hat, dann macht es natürlich Sinn, dann Davies hinzustellen und so weiter und so fort, ja. Aber das wird uns natürlich Optionen geben. Ja, dann ist die Aufgabe nicht leicht, aber trotzdem haben wir das Gleiche vor, dass wir am Ende von dieser Saison noch stärker sind als jetzt. Und das ist wichtig. Ja, die Champions League ist natürlich das absolute Premium-Produkt des Fußballs, weltweit, international.
Darum ist es natürlich sehr, sehr positiv zu sehen, wenn es über Europa hinaus sogar sehr, sehr gut vermarktet wird. Gibt einfach noch größere. Ja, aus Vereinssicht ist das natürlich positiv, weil mehr Geld eingenommen wird von der Champions League, das heißt, mehr Geld wird ausgeschüttet. Für die Fans ist es natürlich super beschissen, sagen wir, wie es ist. Ja? Ich meine, gut, Amazon Prime, weiß ich nicht, wie viele Leute das haben. Ja? Es haben halt viele Leute, ich habe es auch. Da hängt ja auch ein bisschen mehr dran. Ne? Ja, aber wenn du irgendwann dahin kommst, wo wir dann sind, wenn das so weitergeht, oder was heißt, wenn das so weitergeht, da sind wir dann jetzt. Ich gerade schon sagte, du musst Sky, The Zone haben, um Bundesliga schauen zu können, DFB-Pokal. Und du musst für die Champions League dann Amazon Prime und Paramount Plus haben. So, das heißt, du musst 4 Streaming-Dienste haben. What the fuck is going on, Alter? Ja. Wenn wir das ausrechnen, sind wir mit Sicherheit über der 100-Euro-Marke im Monat. What the fuck? In einer Zeit, wo die Miete schon 40, 30 bis 50% des Nettogehaltes wegnimmt. Sind wir dann noch da, wo der normale Otto-Normal-Mensch 100 Euro oder mehr für Fußball zahlen soll, dass er den gucken kann? Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Einnahmequellen. Es ist natürlich das Herzstück des europäischen Fußballs und für die Fans natürlich ist es nicht so einfach. Es wird eher kompliziert, das ist auch klar, wenn dann die Übertragungsrechte an verschiedenen Sendern, an verschiedene Bereiche übergeben werden, vielleicht auch außerhalb von Europa. Man muss sehen, das ist jetzt ja auch noch erst sehr, sehr frisch alles, wie sich dann alles wirklich im Detail darstellt. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig, dass die Fans viele Spiele sehen können, dass es leistbar ist, weil der Fußball lebt von Emotionen, lebt von den... Das ist es ja. Es ist nicht mehr leistbar. Sorry. Es ist für den Durchschnittsverdiener in Deutschland nicht leistbar. 100 Euro oder mehr im Monat auszugeben, um seinen Lieblingsclub im Fernsehen schauen zu können. Das ist nicht leistbar. Punkt. Fans lebt von den Zuschauern und darum ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass viele Fans die Spiele verfolgen können. Nicolina. Ja, können sie aber nicht. Was ist das jetzt für eine Aussage, Alter? Ja, können sie aber nicht. So, was ist das für eine Aussage? Aber Hauptsache, wir zahlen jeden Monat GZ-Gebühren. Ja? Die dann dafür ausgegeben werden, dass wir einen Tatort gucken können. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal eine AD, ZDF, WDR-Produktion nur ansatzweise geschaut habe. Habe ich nicht. Ja? Jeder zahlt trotzdem GZ-Gebühren. Das ist eine absolute Farce, Alter. Ich verstehe den Take, dass es unabhängig vom Staat Medien geben muss. Ja, das ist nachvollziehbar, aber nicht auf diese Art und Weise. Und wenn das schon so ist, ja, dann müssen die Öffentlich-Rechtlichen zusehen, dass der Fußball interessiert nun mal eine breite Masse. Ich weiß auch nicht alle, alles gut, ja. Aber es interessiert auch nicht alle irgendeinen scheiß Tatort. So, Punkt. Ja, und da müssen die Öffentlich-Rechtlichen mal dafür sorgen, dass sie Live-Programme haben. Weil sie nehmen genug GEZ-Gebühren ein, um diese Scheiße kaufen zu können. Ja, das muss man halt auch mal sagen. Von der Bild-Zeitung bitte. Servus zusammen. Frage an den Coach. Sie hatten jetzt ganz viele Spieler, die auf Länderspielreise waren und jetzt einen verhältnismäßig kleinen Zeitraum, um das Spiel gegen Freiburg vorzubereiten. Beim Gegner war es ein bisschen anders. Der hatte nicht so viele Nationalspieler und deutlich mehr Zeit in einer größeren Gruppe zu trainieren. Sehen Sie das als einen Vorteil für Freiburg oder sagen Sie es Ihnen gar nicht so unrecht, dass Ihre Jungs im Spielrhythmus geblieben sind? Nein, es könnte rein theoretisch ein Vorteil sein, aber die Wahrheit ist, wir haben größere Budget als Freiburg, wir haben Spiele mit Erfahrung und was ich meine, in rein objektiver Diskussion kann ich überhaupt keine Ausrede nutzen. Null. Klar, unsere Spieler haben ein bisschen weniger Vorbereitung gehabt, aber dafür haben wir auch Weltklasse-Spiele und die sollen auch damit umgehen. Und deswegen habe ich das gesagt, ja,
nie das Gefühl bekommt, dass es für uns irgendwie eine Ausrede gibt, weil Jungs haben nur zweimal trainiert und die anderen haben mehr trainiert. Nein, auf jeden Fall nicht. Was vielleicht unser Vorteil ist im Moment, ist, dass auch all unsere Spiele qualifiziert sind für WM. Also es gibt keine Enttäuschungen in unserer Mannschaft. Die sind alle dahin gegangen zur Nationalmannschaft und froh zurückgekommen. Und wenn das Mentale eine Rolle spielt, dann haben wir zumindest nehmen wir das mit in unser Spiel morgen, hoffentlich. Und, aber ja, als Trainer, ich muss immer sagen, ich muss natürlich die Wahrheit zeigen. Ich habe die Liebe am Montag da bis zum Spiel. Aber die Spieler sind das auch gewöhnt und wir auch. Florian Plettenberg, Sky Sport News, bitte. Danke. Christoph, guten Morgen. Eine Frage, was erwarten Sie an Verbesserungen im Vergleich zum Spiel bei Union Berlin? Was kommt auf die Mannschaft gegen Freiburg zu? Und eine Frage an Vincent. Ihr Co-Trainer-Team wird aller Voraussicht nach aufverlängern. Wie wichtig ist das für Sie? Und ein Wort vielleicht mal zu Ihrem Freund, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Rodisee, der ja auch im Kongo in der Lederhose war, der unglaublich viele Sympathien bekommt, der Ihr bester Freund ist. Was zeichnet den aus? Warum ist der so beliebt? Wie haben Sie die Bilder wahrgenommen und wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Co-Trainer-Team beisammen bleibt? Was haben Sie da für einen Einfluss drauf? Danke. Ich habe gerade gesprochen über, was ich schätze an Freiburg und ich habe das Wort Stabilität genutzt. Und natürlich spielt Stabilität eine ganz große Rolle in wie ich Erfolg sehe im Fußball. Und es kann natürlich immer passieren, dass, weil Bram ist Bram war auch bei uns, Bram ist jetzt weg und das ist auch normal, dass manchmal einer oder der andere seine Karriere woanders weitermacht. Aber grundsätzlich bin ich immer ein Fan von Stabilität und Ruhe. Und ja, wenn das soweit ist, dann wird das auch ein guter Zeichen sein. Und für Rodis ganz wichtig und ich schätze, dass man sagt natürlich mein Kumpel, aber er ist auch erstmal eine, die sehr wichtig ist für mich in meiner Arbeit. Und ich sage das nicht nur so, weil es wurden viele Kumpels genannt bei mir, aber es gibt keine, die nur frei dabei ist. Also man muss sich das verdienen und wir machen viele Stunden in dieses Gebäude. Ganz alleine sein an dieser Ebene macht auch nicht immer Spaß. Also ist auch immer dabei bis ganz spät. Und wenn einer die Leuchte zumacht am Ende, wenn wir rausgehen, dann ist das der Rodis oft. Und es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Und warum er jetzt die Lederhose in Kinshasa trägt, weiß ich auch nicht. Aber ja, ein bisschen Bayern in Kinshasa ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, man kann die Spiele generell nicht 1:1 immer miteinander vergleichen. Union Berlin ist immer ein spezielles Spiel dort. Entschuldigung, doch, die haben Oktoberfest in Kinshasa gemacht. Wirklich. Ja? Ja, es gab Rodis veranstaltet, oder? Nein, nicht er. Er war eingeladen. Er war eingeladen. Und er hat die Lederhose mitgenommen, weil die haben Oktoberfest gefeiert. Ich glaube, die deutsche Gemeinschaft haben Oktoberfest gefeiert in Kinshasa. Deswegen. Jetzt weiß ich wieder. Da war er richtig gekleidet, ne? Ja, aber es ist nur 34 Grad, das ist das Unterschied. Ja, das ist ein bisschen Unterschied, aber müssen Sie auf Flüssigkeitszufahren. Ja, kurz zu die Spiele. Wie gesagt, die Union ist immer ein spezielles Spiel, eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre. Wir spielen jetzt zu Hause, darum kann man die Spiele nicht 1:1 miteinander vergleichen. Man kann kein Spiel 1:1 miteinander vergleichen. Das ist ja das Schöne am Fußball. Ja, es gibt immer Tendenzen, logisch, aber du kannst ja noch nicht mal ein Spiel bei Union Berlin von diesem Jahr und von letzten Jahr miteinander vergleichen. Allein das geht ja schon meistens nicht. Aber der Trainer hat es ja schon gesagt, Freiburg ist sehr, sehr konstant, sehr, sehr gut unterwegs und spielt einen sehr, sehr guten Fußball. Von dem her freuen wir auf das Spiel, aber wir können die Spiele nicht vergleichen. Nächste Frage, Florian Schimack von TZ Merkur, bitte. Grüß Gott, Herr Kompanie. Welche Rolle spielt morgen, dass Luis Diaz am Mittwoch in der Champions League ausfällt? Gar nicht. Ja, dass für ihn auf jeden Fall keine Belastungssteuerung-Frage kommt. Der muss einfach
Vollgas. Der muss uns helfen mit seiner Energie, am liebsten so lange wie möglich in dieses Spiel. Und dann musste die andere das übernehmen, wenn wir gegen Arsenal spielen. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, also dieses Spiel hat keine große Belastungssteuerungsfrage auch. Die Jungs sind fit, die meisten haben schön für 3-4 Tage gespielt und kommen auch mit ganz viel Energie in dieses Spiel rein. Das heißt, dass wir auch nicht für die andere zu viel weiter schauen. Wir wollen nur dieses Spiel gewinnen. Wenn das bis zum letzten Minute dauert, dann ist das letzte Minute und dann, aber wir machen uns noch keine Gedanken über Arsenal. Kommen wir langsam zum Ende. 3 Meldungen habe ich noch. Wir fangen an bei Felix Ruderer von Antenne Bayern. Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Freund. Herr Freund, der 1.1., der rückt immer näher. Das heißt, für Verträge, die auslaufen, die Spieler können frei verhandeln. Gerade jetzt mit Hinblick auf Dayo Upamecano, macht das einen vielleicht so ein bisschen unruhig? Denn die Zeit tickt ja so ein bisschen. Ja, das wissen wir natürlich. Aber es macht uns nicht unruhig, denn wir sind in guten Gesprächen und wir haben unseren Plan. Und natürlich, wir wissen, welche Verträge auch auslaufen hier. Und es ist immer so, es beginnt wieder eine Transferzeit im Winter und die Verträge, die im Sommer auslaufen, da gibt es ja diese Regelung, dass sie dann auch mit anderen Vereinen sprechen dürfen ab 1. Januar. Aber es macht uns nicht nervös, weil wir in guten Austausch mit unseren Jungs sind und auch mit den Beratern. Nochmal Stefan Kumberger von Sport 1. Ja, was soll er auch sonst dazu sagen? Vincent, wir haben ja gehört, dass Uli Hoeneß Sie sehr gelobt hat. Er hat auch gesagt, dass Sie, anders als Ihre Vorgänger, hauptsächlich über Fußball sprechen. Ist das alles Zufall und Glück oder haben Sie sich, bevor Sie hierher gekommen sind... Hä? What the fuck? Ist das alles Zufall oder Glück, dass Sie über Fußball sprechen? Ja, na klar. Das ist Glück und Zufall. Ich meine, er kriegt ja auch keine Fragen zu anderen Themen. Ne? Hat er natürlich auch schon gekriegt. Und dann hat er doch auch klar gesagt, dass er hier ist, um über Fußball zu sprechen, auch dass er über die Mannschaft spricht, nicht über einzelne Spieler und so weiter. Ja, aber es ist doch kein Zufall oder Glück. Was ist das für eine Frage, Alter? Aktiv damit beschäftigt, was haben Ihre Vorgänger gut gemacht, was haben Sie vielleicht schlechter gemacht? Wie vorbereitet waren Sie auf den Job in München? Nein, ist auch vielleicht ein bisschen eine breitere Frage. Man muss in dieses Geschäft auch ein bisschen seinen Platz finden. Und was ich meine, man muss ein Glück finden auch in dieses Job. Und ich bin einfach glücklich, wenn ich bin natürlich eine, die auch auf die Details achtet, die einfach auch alles, man ist immer ein bisschen eine, ich habe auch ganz oft diese Führungsrolle gehabt in meinem Leben, aber meine Führung ist für die Jungs auf dem Platz und das macht mich glücklich. Und wenn das da ruhig ist, wenn wir da diese Konstanz behalten, wenn die Jungs wissen, okay, wenn es mal schlecht ist, dann können wir da auch gemeinsam übersprechen, können wir alles dafür machen, damit wir am nächsten Tag den nächsten Schritt machen in die gute Richtung und nicht in die Richtung, wo alle anderen sagen, dass wir hingehen müssen, aber unsere Weg. Und dieses Umfeld kreieren ist, was ich gerne mache. Und alles andere, ich verstehe, ich habe andere Rolle gehabt in Burnley, ich habe andere Rolle gehabt in Anderlecht, aber das ist nicht meine Rolle in Bayern und ich bin sehr glücklich, mit einfach über Fußball zu reden. Und wenn ich die Chance habe, neben Uli Hoeneß zu sitzen oder Karl-Heinz Rummenigge und was die gemacht haben im Fußball, dann genieße ich auch jedes Moment, um einfach diese Erfahrung von denen zu nützen. Nicht, dass ich meine Gedanken ändere oder so immer, aber nur zu lernen, weil die haben so viel Erfahrung und ich glaube, Christoph, Max und ich, wir schätzen jeden Moment, wo wir diesen Austausch haben, aber letztendlich macht das meine Rolle nicht anders. Meine Rolle ist Fußball. Wenn einer nicht geleistet hat oder einer wird nicht aufgestellt, dann können sie mich alle Fragen stellen und werde ich mal antworten oder nicht. Aber alles andere wirklich, da haben wir Christoph vor, da hat Max eine Rolle, da haben sie im Vorstand noch andere Leute und Jan Dresner, die haben alle ihre eigene Rolle und ich respektiere das und unterstütze die auch. Ja, und das ist deutlich für mich.
Ja, das ist auch richtig, wichtig und gut so, wenn man sieht, wie andere Trainer sich damit teilweise verbrannt haben, ne? Indem sie zu allem und jedem eine Meinung und eine Stellung bezogen haben. Das können ja gerne wir hier machen, so, wir sind dumme Fans am Ende des Tages. Wir sind halt Leute, die keinen Einfluss haben. Dann kannst du natürlich frei deine Meinung äußern. Aber als Trainer, ja, sollte man sich auf das Sportliche konzentrieren und das ist auch für dich wichtig und richtig. Gerade bei uns halt, wo alles auf die Goldwaage gelegt wird, ne? Mario Krischl vom Kicker, bitte. Ja, eine Frage vielleicht an beide, weil der Name eben schon fiel. Luis Diaz, der ist ja jetzt gesperrt, aber noch weiß eigentlich keiner, wie lange, oder? Also wann rechnen Sie da mit einem Urteil? Oder habe ich mich jetzt vertan? Meine Information ist ein Spiel. Aber kommuniziert wurde noch nichts? Also, ja, Dann wer kommunizieren soll kommunizieren, aber ich habe... und ich werde wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist. Ja, war auch zu erwarten, dass es nur ein Spiel wird, weil machen wir uns nichts vor. Klar, war es eine dumme Aktion. Wäre der Spieler nicht unglücklich verletzt worden, was wirklich unglücklich war, dann hätte es ja noch niemals eine rote Karte gegeben. Ja, dann wäre die gelbe Karte bestehen geblieben, alles wäre gut gewesen. Also, was hätte man da jetzt? Alles andere wäre auch eine Farce gewesen, wenn es mehr wie ein Spiel gewesen wäre. Ist deine Information? Meine Information ist auch ein Spiel. Ja. Okay. Ja. Aber wird kommuniziert werden, ja. Ja. Dann abschließend nochmal in Englisch. Sorry, just one more. There was a clip of you in training with the players this week. Oh, playing? Yeah. I just wonder what do you, as a coach, what benefits are there for you getting involved in sessions like that? What can you learn about your players when you're getting involved? I'm one of the few people who can say he was a player coach in his life. I did play a coach at Anderlecht, for those who remember. So it's das wusste ich auch noch nicht. I don't mind it. Sometimes it's also good to be in the middle of them, and it takes down a barrier as well. You know, when you're playing, you see the coach makes mistakes as well, loses the ball, and you react, you try and help your team, and you try and be positive for everyone. I think sometimes, for as long as I'm able to do it, it's not bad. Unfortunately, the last few times I got injured when I did it. So if I do it once every 2 or 3 months, I would be already a lot at the moment. And you guys didn't believe me. So do you remember when we went to the Club World Cup? I was late for the plane, but it's because on the last training I got injured and I had to go and do a scan. And so the team had to leave before, and I was in the MRI doing a scan to check that I was actually able to go in the plane, depending on the severity of the injury and the bleeding. So it's also one of the reasons why I stopped my career. And I get reminded of it every now and then when I push myself too hard. So I can't do it that much, to be honest. It's not a story that you'll see a lot. And as it gets colder, there's even less chance that I do it. Yeah. Bleib mal dabei. Vielen Dank euch. Vielen Dank euch auch. Ja, ein, zwei sehr, sehr interessante Sachen, ein, zwei sehr, sehr dumme Sachen, aber das sind wir ja nicht anders gewohnt. Zum Glück nach 5 Minuten haben wir es dann noch hingekriegt mit dem Ton, also alles tutti. Ich freue mich aufs Freiburg-Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Spiel, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nach dem Spiel. Und ansonsten, wer Bock hat, Montag, 18 Uhr, live auf Twitch. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde,